Ekran! Hij tranen jävlich ab, aus warnende Wahl. Hey, kommt ran met me! Hier reden we over wat we kennen met God echt tot leven ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. En vandaag zijn we niet in Bolivien zoals normaal, vandaag zijn we in Chaco, Paraguay. En we zijn hier met studie van Exalta Jesus. En dankzij Ronald dat u hier erbij bent. Ik geloof u was het eerste mal op dit programma van Ekran, wanneer ik richtig zie. En ik freue mich, dass du hier dabei bist. Willkommen hier. Ja, dankeschön. Weil mir hier sehr makkelijk spielt. Ja? Ja. Na, hier mit so einem Schmacken nie in der Studio, das ist ja schön hier nicht so. Wenn man sieht, wie andere Menschen arbeiten und sich bemühen. Ja, ich stand, was ich hier alle Töpfe gedreht habe, das ist hier sehr schön. Das ist hier Primera Klasse. Ja, und ich habe nichts, du sagst ich habe nichts mit der Tadani gehabt. Ich stand auch bloß sehr. So, du bist hier vom Chaco, nicht so? Du bist ein Chaqueño? En wie würde wel van jou die Zeugnis hier? Wo bist du geboren? In welcher Kolonie? Oder wo bist du abgewachsen? Kannst du uns das vertellen? Ja, in Chaqueño sieht das, wenn wir es hier lang genug sehen. Aber geboren sie jetzt endlich in Asunción. Ah, Ab okay. zwei Monate Karte gewesen sie, Okay. ja, meine Kindheit. Und nachher sind wir dann hier angetragen und hier auch abgewaschen und allen Stoff abgeodem, den es hier dann so gibt. Mineralpelle brauche ich nicht nehmen, die odem ich alle über die Lunge an. So, das ist, was der Chaco hier macht, ja. Und sie hat uns auch ein bisschen Farbe, ja. Ja, dat ik zeg laatst, weil ich habe alle in dieser Jahreszeit hier wie alles plus eine Vorwürfarbe, eine kleine Farbe, wie alles lichtgrün. Ich wundere, was das wir, dann nachher wird ich ändert wir. Stoff oder Pulver. Ja. So, ich weiß nicht, dass du in Asunción geboren wirst, aber dann hat er die ganze Zeit im Chaco verbracht. Ja. So, für die, was die kennen, weiter dort, aber für die, was die nicht kennen, du hast ein bisschen eine Behinderung, eine Kinderlähmung, ist das, glaube ich, sagt man das? Wo ist das mal gekommen, oder bist du so geboren, kannst du uns von dort vertellen? Ja, en die tijd was hij klein weer, dat we als kind, 2 jaar kind, dat we in 1960, ja. Daar gaf het een kinderlähmung-epidemie in Asunción en die spritsen je das Impfungen komen krijgt op. En mijn ouderen die deden ons bij, mijn zuster en mij niet impfen, wie's dat heet dan eenmaal zo, die mensen wat ook geimpft worden, die kregen dat ook. Die Impfung weer nog niet goed ontwikkeld. En wir kregen dann tatsächlich auch wirklich Kinderlähmung. Aber bei meiner Schwester bleiben noch stehen. Ich habe sie mit einer Behinderung dann drin geblieben. Wo dann die ganze Welt gedreht hat, das hat meine Eltern sind mit uns dann nach Deutschland, USA gefahren und so haben Behandlungen gemacht, das Terrade, was Terrade wie ja. Und ich war dann einmal querschnittsgelähmt. Und ich konnte von dort nach gehen. Ich hatte zwar eine Schäne. Wow. Und bei der Richtung, aber dort ist auf dem Ella gekommen. Ja. Aber das ist innerlich viel, wenn es nach einer Monat frisch ist. Ich weiß nicht, was alle dort würde sagen, aber... Na, wir haben hier zum besten Spaß. Und mit dem Spaß hat wir ziemlich frisch. So dann haben die Eltern dann getan, was sie können, aber Gott hat auch gesehen, dass du nicht ganz gelähmt bist, statt mit so viel. Aber wo sitzt du dort, Port? Ja. Naja, das... ich glaube, dat een lähmung een karakter vormen deed, ja. Die moet die daar spieten, daar zaten. En dat heeft mij ook geprägt, ja. Also, wenn man sagen, wat in einem Leben dann daar zit, an Schwierigkeiten und Anmöglichkeiten, die moet die trotzdem daar zaten, die was vorhin auch von China dann markiert, ja. En drie Leute uitgerenst en zo, en dan moet je die innerlich vor dich worden. Aber von klein ab, meine Eltern haben viel mit uns gebetet, ja, mit mir gebetet. Und meine Mama hat immer das ein Vertrauen an Gott, dass Gott mir helfen wird. Gott wird mir noch helfen, gesund machen. Wir haben viel daran gebetet, weil wir immer eine Erwartung, dass Gott was tun wird. Ja. Und wo hast du gelebt, damit vor dich zu kommen? Anders zu sein als der andere Kinder, anders als der andere Teenager und Jugendliche. Und irgendwann willst du die befreien. Was denkst du, damit vor dich zu kommen? Ja, weißt du, meine Mama war eine furchtbar positive Frau. Die hat immer Hoffnung, die sagt immer die Möglichkeiten, die sagt nicht die Unmöglichkeiten.
Und ich habe dort an mich selbst zum Beispiel niemals schwor empfangen, dass ich nicht rennen kann, nicht auf einem Bein springen kann oder nicht so schwimmen, dass andere wieder. Ich glaube, die anderen haben mich da aus Behinderten, wo ich nur mal aus mir selbst. Aber das lag einfach daran, dass meine Mutter sehr eine Fähre zieht, immer ab dort zieht, du warst, die kannst, ja, die hat mein Leben lang immer gesagt, du warst ein Sportler geworden. Und dem Mut, was ich kann wie ich auch ein Sportler, also an der Turnstange und so eine Sache, ich bin Orms sehr gut. Und das hat mir endlich einmal sehr mitgemacht. Aber meine Mutter, die hat mir zum Beispiel von klein ab immer gesagt, weil sie dann du musst von der Früh beten, ja. Also die bist behindert und ich weiß nicht, was groß so, was eine Früh die nehmen, ja. Und wenn die Scheife einmal jetzt hast, dann nicht bei ihnen ein normales so. Dat moet je irgendwie verdroogd worden, die weet niet als de Früh dort wel. En ik heb dan angefangen, ik leef van 9 jaar, jeden dag voor de Früh gebeten. Dat is wat mijn mama met mij heeft. Mijn pa heeft met mij en beten met mij. En als ik dan alle wordt, dat hij nog helemaal jong genoeg werd, ik leef 16 jaar, dan beëindigde ik die Früh, dat meisje. Wat ik wist, also dat we me klaar dat eerste. En komischerweise dat we bij haar ook klaar, ja. En ik had einmal gebeten, Herr, schenkt mir eine Früh, die mich so wel so nimmt, als ich sie. Und Lothar, als wir dann erst eine Beziehung miteinander hatten, dann sehen sie zu mir, weißt du, Reinhold, ich lebe die so, als du bist. Kijk mir das wieder, ja. Das wird es, ja. Wow, dann kommen die flatterst ein bisschen, je flauer staat mir so fair. Ja, wir schein. Erst schein. Erst schein, das ist das Beste, wenn das Eheleben kann schein sein. Und irgendwann, ich weiß nicht, wo kommt das Ganze, je sind von der schon nach Pastorlied von einer Gemeinde, was ich auch lange habe besuchen und noch immer nicht die Möglichkeit gehabt habe. Ich habe in Bolivien kennengelernt. Und wo kommt das Ganze, dass Menschen würden sagen, oh, der Ronald Polzer, der hat sich bloß in seine Stove anstappen und du bloß hielen. Und dass das irgendwann gar nicht so wird, sondern dass auf einmal ein Schafje morgen wir mit einer sehr Schafje früh, ich kann auch öckel. Und dass die auf einmal Pastorenlied sind und andere Menschen noch Gott feiern und mit ihnen noch Gott kommen. Wo kommt diese Geschichte? Ja, na, ab so wie zum Beispiel, als ich sehe, mit Mama dann einmal gebeten hat, noch erwartet hat, dass Gott wird eingreifen wird, hat wie eine Beziehung irgendwie, die religiös wie du musst Gott hat sich keine Gretchen, ja, du musst ja selbst geboren worden, wie Gott, du musst ja bloß ja. Und als wir aber nicht selber geboren ab so ich unter dem Sehen von unseren Eltern dann ab was. Und irgendwann ja Lothar aus wie ich Teig studiert hat und arbeitet da war, hatte ich einen Moment, wo ich so ladig war, ja. Und ich sehe Gott, wenn die öfter mal die Channel waren die Channel, wo ich die deine. Und Gott funken war ich mich zu begegnen. Ich las Jesaja 11, Jesaja 59 von ein paar 3, will ich sagen. Und da sagt Gott, das ist nicht, dass er doof ist, das ist nicht, dass er uns nicht hielt, sondern das sind unsere Sünden, die uns voneinander trennen. Ich dachte, Gott, ich wollte das ausprobieren, ich will meine Sünde bezahlen, ich will das wie von da sagen, Buße tun, ja. Und dat is wat ik deed. Ik zie God mal alles wat ik gedaan had. Ik bezahlen dat steeds voor steeds, punt voor punt, alles met Titel en Untertitel, also alles beim Namen genannt. Ja. Und je sagt, Gott verjeft mich, dass wir falsch was ich gedaan habe. Und dann später ich dort Vergebung über mein Leben gekommen, was ich mit 26 Jahren das erste Mal in meinem Leben wirklich wahrgenommen. Ja. Und dann kam ein Hunger in mich an, dass ich einen Hunger nach Gottes Wort hatte. Ich fing an, die Bibel zu lesen. Ich hatte einmal gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen. Und irgendwann war das dann zwischen Gott und uns so warm, dass wir anfangen, dass sein Wort und dass sein Geist gelegt hören und wir empfangen, dass wir eine neue Arbeit sollen anfangen. Eine Gemeindearbeit. Und das ist, was wir dann getan haben. Ja, wir sind von einer Gemeinde, eine multikulturelle Gemeinde von allen Sorten. Da hast Indianerbänder, Deutsche, Englischsprachige und alles. Und das ist eine sonderbare Zusammenstellung, aber das ist sehr schön. Ja, das ist sehr interessant. De eerste gemeente in de Bibel die wie ook multicultureel. Die doen al verschillende culturen bijna. En ik heb al eenmaal van dit gedroomd, wanneer de eerste gemeente in Nieuw Testament multicultureel kon zijn. Wat kennen we van jou niet ook. Maar dat is vielleicht een thema voor het nächste Mal, wat we dan nog mal Lothar und er reden können. Aber wahrscheinlich, dass du hast, dann könnt ihr eine Passion, eine Kraft anleihen
En wo ist jullie leven van jou? Je zijn pastoren. Du hast damals mit 26 Jahren, wie je dan al befried? Ja, ja. Dann fängst du Jesus. Kinder, wo ist jullie leven wieder gegangen? Ja, wir haben 2 Kinder. Als wir Friede dachten, wie Kinder nicht mehr so viel aus dem Mund wollen, das kann man selbst bestimmen. Ja, das war die dann ändert sterben nicht. Wir verloren erst mal 2. Und dann droeg ook dat gebied dat mijn vrienden van God te zeggen en te zeggen, wat is los? Ja, ik meen, hoe zijn de kinderen? Waarom staan we alle kinderen aan? Zo, ja. Nu hebben we 2 kinderen, we hebben een jong en een meisje, die zijn beide al erwachsen. En ze dachten, dat is de typische boeren, die zit im Rollstuhl. Also we zijn 2 Behinderte und 2 normale mensen in de familie, wat ook een interessante samenstelling heeft. Aber wir leben dem Herrn, wir dienen dem Herrn. Und dort gibt viel Herausforderungen, dass du eben noch einen Haus hast, der auch am Rollstuhl fährt. Aber dort ist nicht, was ich niemals missen will, dort ist der Friede über die innere Radung. Das weiß ich, dass Gott mich vergeben hat. Das weiß ich, dass Gott einen Plan für mich hat. Dass Gott mit mir geht. Und nicht nur mit mir, mit der ganzen Familie, in Wirklichkeit mit allen. Aber wenn die dort weißt, wenn Gott in deinem Hort ankommt und die dort sagt, das ist ein anderes Leben. So, nu haben wir hier so lange mal 15 Minuten oder ein paar Minuten verteilt. Und nu ist unser Titel Eva. So, wo, es ist mir schon, der Titel Eva ist, wenn es ja schon mal die verteilen. Aber was musst du den Jugendlichen sagen können? Ein Wort, was mutmachend ist, was einem vielleicht durchdreht oder durch eine Situation, was kannst du einem sagen? Ja, also ein Leben mit Gott lohnt sich ab jeden Fall. Und je nur, dass du bei dem dran bist, je scheiner je dort. Also Gott, Jesus ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben, im Überfluss haben. Ja. Und wir können das nicht lernen, wenn wir nicht dicht dran sind. Und dann, als ich mich mit 26 bezieh, dann dachte ich so, Mensch, 10 Jahre von meinem Leben habe ich verloren. Ich hatte das, was ich nie habe, das hatte ich als ich 16 Jahre alt war. Und die Jugendlichen, ich würde ihnen sagen, je Gott anfangen zu sehen, aber ernst zu sehen. Nicht mit einem langen Gesicht, sondern was ich meine, ist, dass wir ganze Sachen machen, radikal für Gott gehen. Dann kommt Gott und gibt dir den Hellen Jesus und dann fängt ein anderes Leben an. Dann fängst du die Kraft, die an Christus wird, die an die unterwirkt, wie Christus an die lebt. Ja. Dat wat je wel met je dood, dat ziet Jezus beter aan, redt aan en zegt dan, je wil alles hebben. Wow. Ich bin beeindruckt, dass unser Titel schon zu eng ist und scheint die hier besser zu lernen. Ich kann nicht viel sagen hier, die habe ich überhaupt noch nicht erhielt. Und ich hoffe, dass die können gute Sehen erfahren durch das Zeugnis. Und ich möchte Ihnen auch den Sehen über Ihr Leben wünschen und auch, dass Ronald sagt, dass die Kraft von den Heiligen Geist kann über Ihnen kommen und Ihr Leben verändern und ein neues Leben anfangen. Gottes Sehen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.